Tja, Freunde, da sind wir wieder zurück hier bei Xenoblade Chronicles. Bereits der 131. Part und wir haben ein großes Problem, hey. Denn wir müssen dagegen das Yadelface oder Geduld auch antreten, auch schön genannt. Das Problem ist, der Typ ist Level 68 und wir haben sowas von ein Problem hier. Mann, ey, frag mal schon, was soll ich immer noch machen? Schala ist gut, Wine wird ein bisschen, ne? Wisst ihr was, versuchen wir eine andere Teamkombination, weil irgendwie muss da was finden, damit ich da einen Typen ein bisschen besser platt machen kann. Wir haben uns natürlich schon im letzten Part noch lange geguckt, das zwar schon, aber von dem habe ich nichts Besonderes entdeckt und deswegen, naja, Shit happens und du hast gleich nochmal. Und da ist er auch schon. Was, umgeworfen? So schnell? Was ist denn das? Was kann den Typen umwerfen? Ich bin ja auch ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay. Oh, Kreuzange bringt doch nix. Oh, ich wünsche, ich hätte die Monado-Rüstung bereits. Aber hätte das gewusst, dass bereits jetzt der Endboss-Kampf kommt, hier drin noch. In Geduld oder Jadegesicht, wie auch immer. Natürlich ist es ein bisschen anders gemacht. Aber ja. Im Nachhinein ist man natürlich immer klüger. Der bringt nichts. Ich hab ein Schild drauf. Hä? Hallo, ich hab ein Schild drauf. Oh, Korrektur hat er nicht mehr. Nein! So, jetzt kannst du mal deinen Laser knicken. Der bringt dir gar nichts mehr, Kumpel. Ein Schaden. Wow, bist du böse, hey. Komm schon, Zusatzschaden, Zusatzschaden. Wo ist denn der? Hier ist er. Bums. So, wir haben schon ordentlich was abgezogen. Ich hoffe nur, er macht keine übermäßige, ihr wisst schon was, super fiese, alles mögliche Attacke. Die Laserkugel, ja, was soll ich jetzt da machen? Oh. Nö, bin ich down. Vielleicht Agilität, vielleicht bringt es, also Impuls natürlich, um Agilität zu erhöhen. Vielleicht bringt es ja was. Schulg ausweichen. Ja, so viel dazu. Ricky, kannst du bitte mal zurückholen? Fände ich ganz cool von dir, Kleiner. Hä? Hä? How can you lay a hand on Sharla? You're supposed to love her, marry her even. I don't know or care. It changes nothing. No! You always protected me and Juju. This isn't you! I said I don't know you! I have been granted this body of steel so that Egil's will may be done. This body feels great. Its movement is so precise. We are unstoppable, for we are one. Perfect in body and mind. You don't have to do this. Look at Fiora. She found herself again. Whatever you are, you must still feel pain. Absurd. Well then finish us off. Sharla and all. We all saw you miss a second ago. Ain't you supposed to be a crack shot? Or did that pile of junk you call a body mess up your aim, eh? Shut your mouth! Stubborn idiot. That was your last chance. He's not giving up. The stories about Gaddo of Colony 6 are true. Except, he still can't kill her. He's missing Sharla on purpose. Gaddo, you're just like I was. You can remember who you are. Gaddo, please! Don't you remember me? It's Sharla! Wither and die as all life on Bionis will! Feel our wrath! Shulk, can you still use the Monado? Fiora? No. You're... Even after losing all living flesh, Ahom's heart will remain. It is still present within this face. Is that true? Yes.
It is clear from his actions towards you. The remnants of his heart. Pull him back. Gatto. I will break the curse that allows Egil to control the faces. I need you to buy me some time. Okay, we'll try. Ryan, we've got to help Fiora. Hey, come on! Right! Nee, bitte nicht, das ist richtig. Nein, ich muss wieder ran, nein! Das macht er jetzt selber. Och, Menno, ich will das eine geile Cutscene angucken. Naja, war schon ziemlich episch, gebe ich gerne zu, aber dachte dann ein bisschen weitergehen. Der wieder volle Power. Ist klar. Was ist denn das? Die plötzlich her. Okay, aber wir müssen zuerst mal die erledigen, bevor wir den... Alter! Okay, Klein, wie geht's denn hier überhaupt da drüben? Was zum Henker? Ja, danke schön. Boah! Was war denn das gerade? Alter, das gibt's nicht. Was zum Henker war denn das gerade? Da haben wir defensiv machen nachher boom und so weg war ich. Ist ja eine tolle Scheiße. Okay, wenn Schulk schon mal so dass er so bestimmt hat. Okay, nehme ich halt wieder mal U1 rein. Toll. Ach Leute, ich sehe schon wieder was. Also bitte nicht wieder so... Ja, es wird wieder so, dass ich wieder trainieren muss, weil er sonst sich besiegen kann. Ja, wieso muss es solche Rollenspiele geben, wo man gezwungen wird zu trainieren? Das kapiere ich einfach nicht. Vor allem, es geht ja auch anders. Es gibt genügend Rollenspiele, das bewiesen haben. Nee, Xenoblade Chronicles, was eigentlich ein geiles Spiel ist, aber in dieser Hinsicht einfach nur total mühsam. Zumindest mal für mich, weil ich, ja, schon öfters mal gesagt, ich bin einfach nicht so der Typ, der ständig trainieren will. Das ist mir überhaupt nicht. Die machen jetzt hier so wenig Schaden eigentlich. Meine Fresse, ich kann nicht immer... No! Willst du einfach außer Acht lassen, oder wie? Geht ja auch nicht. Hä? Also hat er zu wenig der Schildleiste, wa? Mal ganz... Also sprich auf der Gruppenleiste. Was soll denn das? Hä? Hat er auch außer Acht lassen? Gut, von mir aus gehen wir nur auf ihn los. Lassen wir die den Defensivmechanismus außer Acht. So Leute, nur auf ihn los, nur auf ihn. Ja toll, das steht natürlich. Hat er genug? Was seltsam, dass ich bitte so schnell so viel dazu gekriegt habe. Jetzt kommt der wieder, der Kreuzzacken. 2,860 ist klar. Kann gar nichts machen. Und der Schulk, der kann ja fliegen, wie ein Profi. Tja, scheint wohl echt die bessere Strategie zu sein, die Defensivmechanismus außer Acht zu lassen, auf Gallo direkt loszugehen, weil sonst bringt ja alles nichts. Wenn sie gerne Monado-Attack einsetzen, bringt scheinbar sowieso nichts. Da treffen mich überhaupt. Vergiss den Zielzwang, hier bin ich. Oh nö, die Technik schon wieder. Mann! Aber Leute, muss es doch irgendwie möglich sein, auch ohne speziellen Sidequests zu lösen, um da die neuen Monado-Techniken zu erlernen. Und ohne, dass ich da extra Training betreiben muss, dass es möglich ist, dass ich da durchkomme. Ja, Wine, was treibst du so? Wie geht's dir, Kumpel? Alles klar? Dankeschön. Lineallaser 5, toll. Keine Sorge, dann sage ich schon Wine. Komm gleich, komm gleich. Dann musst du erst machen.
Wo ist jetzt für? Schala, wo ist sie? Schala, da drüben. Komm zurück, schnell. Beeil dich. Jeder Kugel nochmal Angriff. Wie viel Schaden macht der? 12, 8. Okay, nicht so viel. Müssen wir eigentlich hinkriegen. Schnell, heil uns wieder, Schala. Heil uns. Gut gemacht, Schala. Er aber bitte auch. Jupp. Also müssen wir das echt blank machen. Das Schild ist weg. Was ist denn jetzt schon wieder los? Er kommt denn da? Jeder Kugel und... Ja, spielt keine Rolle, das schafft er schon. Monado Power! Ist klar, wieso trifft er? Mann, ich hatte doch so hohe Aki. Ja, Aki für den Arsch. Und 2 down, die kann ich mir beide zurückholen, wa? Was zum... Jetzt ist sie auch schon down und... Ja, okay, bringt alles nichts wegen diesen scheiß Defensivmechanismus. Ich muss das also doch zuerst erledigen. Aber das geht doch nicht, wir haben es bereits am Anfang versucht. Alter, uns jetzt hier echt noch eine extra Trainingsschicht einschieben. Darauf habe ich so keinen Bock, Leute. Nee, ganz ehrlich, ey. Also. Ja, versuchen wir mal ein paar Mal. Mein besseres Team geht nicht, weil wir brauchen Schala zum Heilen. Da bringt alles andere überhaupt nichts. Ja, also einfach noch ein paar Mal versuchen. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bis der Part zu Ende ist. Dann überlege ich mir noch was. Aber wenn der wirklich die Meinung ist, braucht er mindestens Level 70, um Platz zu kriegen. Müsst ihr irgendwie 5 Stunden trainieren, und damit ich da halt das nötige Level habe, dann, sorry, aber vergebt mir langsam echt der Spaß im Spiel. Ja, natürlich noch eine andere Variante, das Spiel einfach abzubrechen und zu sagen, nee, sorry, aber irgendwann ist auch mal Schluss mit dem Gutmütigkeit und so. Wir hoffen, dass es nicht so weit kommt. Und dann sieht es dann relativ gut aus, Linearlaser hat ja locker aus. Ja, nun kommt nicht nochmal neu nach. Alter, was halten die aus? Ja, klar ist definitiv Mechon, kapiere ich auch. Das verstehe ich ja auch, aber trotzdem müssen die so viel Power haben. Ja, soll ich einen rausnehmen und dafür... Dann bin rein, weil der macht natürlich schneller Schaden, so wie ich auch. Natürlich die Frage, kommen die Defensivdinger immer neu nach oder kommen die nur einmal nachher, sind sie weg? Dann wäre es natürlich ein bisschen einfacher und da bin ich auch wieder weg. Okay, das Team bringt nichts. Vor allem, ey Leute, wir sind zu dritt, aber Level 66. Die Teile hier sind Level 64, wir kriegen sie trotzdem nicht klein. So wie zu diesem ganzen Level-Gedingsen, Gedöns, was weiß ich noch alles. Noch irgendwie Spezialität, die ich noch verteilen kann oder muss. Ja, Schild kann sich nicht schaden. Impuls ein bisschen erhöhen, so bin ich eigentlich bereits wieder fertig mit ihm. Ja, sonst nicht mehr viel. Sieht das sonst auch nichts, auch schon alles, fast alles. Der Mut der Gruppe hebt. Nee, soll vor allem heilen. Alles andere ja ein bisschen doof. Und vor allem unnütz. Bei dir noch was? Nee, auch nicht, wa? Nee, das ist auch schon alles voll. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, na gut, versuchen wir es mal. Teamwechsel. Oder wohl eher Teampartnerwechsel. Das heißt, von der Zeit her, wenn wir sagen, 1 oder 2 kämpfen noch, wa? Wir sehen sie dann. Die haben es ja trotzdem nicht geklappt, Freunde. Dann werde ich mir mal offscreen noch überlegen, ob es da was anderes, vielleicht einen speziellen Trick gibt, ob wir da irgendwie vielleicht doch noch irgendwie tja, also eine neue Rüstung uns anlegen müssen. Oder ob ich vielleicht eine Trainingsstelle hier doch noch finde, wo es relativ schnell geht. Sprich irgendwie, ja, bis Level 70. Wenn ich das noch finden sollte, okay, dann macht das offscreen noch. Aber wenn ich das nicht mehr finde und da wirklich noch 5 Stunden trainieren müsste, bis ich das richtige Level habe für Gedol, dann, nee, dann wird es langsam mal
Muss man mal eine Pause legen, mir zu überlegen, will ich das überhaupt noch oder müssen echt mal sagen, nee, danke, aber das Spiel ist halt doch nichts für mich. Noch über 130 Parts natürlich sehr schade, das ist mir natürlich auch klar. Aber mich da durchzuquälen bringt natürlich auch nichts. Ich denke, man würde ja natürlich auch verstehen. Und wie gesagt, ich verstehe das nicht, ist denn das bei euch auch so, Leute, dass die irgendwie bei Xenoblade das Gefühl hat, die müssen so viel trainieren, müssen endlich mal, wie gesagt, das Spiel selber ist ja geil und so cool, Zwischensequenzen, auch der Story-Modus, das Kampfsystem selber ja auch. Aber ständige Trainieren, bin ich echt der Einzige, dem das auf die Nerven geht, oder seid ihr da auch ein bisschen angepisst teilweise? Würde mich jetzt echt mal interessieren, so, wenn ich gerade mal so, ja, das Problem gerade ein bisschen so angehe. Man, schau schon wieder down, das gibt's nicht, wo ist denn die jetzt? Nein, jetzt bin ich auch wieder down. Ja, dann ist wieder gar nichts mehr. Nee, Leute, das geht nicht. Ich kann nicht zuerst die Defensivmechanik ausschalten und dann geht, Leute. Das geht nicht. Bringen uns sonst auseinander wie eine Weihnachtsgans. Wenn die Monado-Rüstung, die Technik dafür zuständig sein sollte, zum hier durchzukommen, bitte müsste das irgendwie mal erwähnt werden und so nicht einfach so, ja, ist halt eine Sidequest, ja, wenn du halt Glück hast, dann kriegst du das halt hin und sonst nicht. So, versuch nochmal gegen Gadol mit der Teamkombination. Wenn das nicht klappt, Leute, dann ist der Part vorbei und ich guck mal, wie wir das weitermachen können. Also, wenn es ganz dumm läuft, ist das vielleicht der letzte Part hier. 131 Parts, naja. Und da habe ich die Hoffnung, dass ich das Spiel noch irgendwie durchzocken würde oder könnte, aber wenn es wirklich so doof ist alles, das Spiel einen fordert, dass man da trainieren muss, weil es sonst nicht geht, dann, naja. Der Zerstörer ist... Jetzt sag mir bitte nicht, dass mein Monado für den Arsch ist. Mann, Schala, heil uns doch mal, Mensch, was machst du da überhaupt? Hey, dann fragen wir vor allem, wie soll man hier eigentlich ohne Schuld durchkommen? Das geht ja gar nicht. Du brauchst ihn überhaupt, damit er dir alles Rücken frei hält, den ganzen seinen Shield einsetzt und so. Ich muss jetzt Dunban schon wieder. Ja, toll, es wollte beide wieder. Nö, so bringt's auch nicht. Okay, wir brauchen Wine. Oh Gott, Leute, ich hab da echt keinen Schimmer. Nee, ich mach's anders, mach noch ein bisschen anders. Jetzt ist der Part vorbei. Ich werde mir offscreen noch irgendwie im Internet durchlesen, wie man hier durchkommen soll, ob da irgendeinen speziellen Trick gibt. Wenn da echt irgendwie angesagt ist, ja, muss halt trainieren und so, dann guck mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Und wenn nicht, dann, ja. Also, werde sicher noch in Part 32 machen. Entweder wird das dann eine Ansage sein, von wegen, ja, sorry, aber ich mach nicht mal weiter, weil es keinen Spaß macht, hier ständig zu trainieren. Oder aber es geht regulär weiter und ich habe einen Trick gefunden. Oder aber sogar ich habe noch ein bisschen trainiert. Je nachdem halt. Aber so momentan sehe ich keine Chance, wie man dann irgendwie Gadol besiegen soll. Nicht die geringste Chance sehe ich da. Wie auch immer, trotzdem Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, hoffe, ihr habt dann noch ein paar Tricks für mich oder Tipps, was ihr dann noch machen könnt. Oder wie ihr das vor allem macht, immer an dieser Stelle. Und ja, bis zum nächsten Mal bei Xenoblade Chronicles. Ciao zusammen!